Ja, ihr seht richtig, wir sind hier im letzten göttlichen Kapitel bei Fire Emblem Engage. Und zwar die einsame Erbin, sprich es geht um Veronica aus Fire Emblem Heroes. Und wir haben noch ein bisschen was zu tun hier, bevor wir alle platt gemacht haben, logischerweise. Mal gucken, was die hier so für Werte haben, sieht aber alles irgendwie überschaubar aus. Oh, hä? Komm gar nicht durch. Teich. Wir leben alle im Teich. Im Teich. Ching, ching, ching. Hier kommst du nicht vorbei. Eieiei. Der hingegen schon mit dem Schwert des Schöpfers zum Beispiel. Gar nicht mal so ungeil eigentlich. Excalibur! Wohlkanone! Ein sehr Bock auf Bolognese, aber ist ein anderes Thema. Michael, wie sieht's denn aus? Hättest du hier Bock ein bisschen Liberation ihn zu brechen? Mit Wodau ihn zu kritten, aber wird trotzdem schwierig, hä? Na gut, also den hier oben mal noch sein, hä? Der soll sich selber kümmern, oder was auch immer. Gehen wir mal hier weiter. Kataklysmus. Ja, eine Option. Excalibur. Mhm. Das ist so ein Typ, der hat ein bisschen was drauf. Kann man nicht meckern, ne? Ja, komm, ist besser so. Der Angriff war so heftig, dass er kurz das Spiel eingefroren ist. Krass. So, das hätten wir. Jetzt muss ich hier gucken. Das wird kniffliger. Hier eine volle Einheit. Wir haben die hier. Der mit Elfenwind. Ich am liebsten überrennen, aber das wird ein bisschen schwierig. Also ich muss jetzt mal die Typen hier weg, gell? Obwohl, der Magier und wie gesagt nicht viele KP, er soll dann irgendwie wen aufhalten, der viel hat. Oder die Frage, wenn ich jetzt den hier platt mache. Diamant kommt zu den 6 Fällen sicher bis zu allen hin, hat er auch noch, oder kann er auch noch reiten, so ist nicht das Problem. Sigu, schon Yunaka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also sie macht vermutlich ein bisschen den Platt. Jetzt mit das Special-Waffe aus. Hier. Überreiten mit Silberklinge. Reicht trotzdem nicht, hä? Noch ein bisschen zu viel Power. Wie wär's denn mit Chloe, Erika in der Kombi? Mit Windschwert wird's reichen. Jo. Agilität plus 4, das gefällt mir. Bündnis, normal angreifen. So. Aua. Das tat weh. So, jetzt Diamandus an.
Kriegerschwert! Fairer Kampf mit Kriegerschwert, naja. Was willst du machen, wa? So, würden sie mal in der Mitte sammeln. Und so verkehrt. Und dann halt wie gewohnt, mal hier noch ganz kurz. Schnippi Schnappi. Das kleine Krokodil. Läuft aber so im Allgemeinen. Aua! Nur ein Brechen hier. Brechen gleich die Finger. Also die Miete durchgehen bringt eh noch nichts. Jetzt kommt da so ein Typ angelatscht mit einer Silber Großlanz, wobei dem freue ich mich schon ein bisschen. Dann haltet doch hier auch mal ganz kurz mit Pflege sie hier. Da kann ja auch noch die beiden hier heilen, ist auch nicht so das Problem. Also die doch mal hier. Michael wieder nach da drüben. Angreifen. Ich meine, wer das ab im Bogen, ne? Schöne Werte, Alter, schöne Werte. Kuckuck. Bin da, aber noch. 24, ey. Excalibur. Schnell ist die nicht mehr, hä? Ja, da die kommen mit Soul, muss man mal überlegen. Die hält noch nicht das, was er gerne hätte. So. Haben wir das? Da ist auch gut. Okay. Warte, natürlich alle zusammen, ne? Wobei es sind alles physische Truppen. Also können die hier eigentlich durchaus einfach hier abfangen. Natürlich alle verschiedene Waffen, ne? Das heißt, können wir einer mal bricht. Silberschwert, Tomahawk, Silberbogen. Okay, ist aber nicht so weiter schlimm jetzt tatsächlich. Oh, mit 73 daneben, super. Magiefertigkeit brauche ich nicht. Nicht in der Situation. Junge, Junge, Junge. Shieldbound. Eigentlich gerade ein bisschen unnütz, aber okay. Gut, das hätten wir. Da greift einer an, aber ein Einzelner, den kriegt Jonathan, glaube ich, sogar alleine platt. Nicht so, aber mit Magie. Da kommt schon der nächste, der kommt von da oben jetzt. Ah, ein Silberschwert oder mit einem Dolch. Ich kann noch mal ganz kurz, weil wir so ein bisschen näher rangehen. Ja, kann er es abfangen, komm. Oder auch nicht. Okay, da war gerade ein bisschen vorschnell mit dem Zug.
Zwillingsschlag wäre jetzt übertrieben. Wenn man ganz normal angreift, dann kann er mit dem Windschwert sein oder sonst irgendwas. So ein Speer habe ich noch. Okidoki. Diamant ist in der Hinterhand. Dass er mit dem Speer doppeln konnte, krass. Geschwindigkeit hoch. Das gefällt mir, Kumpel. So, der nächste bitte. Jetzt haben wir hier noch 2 Magier und 2 von der Truppe. Ja, das sind auch die, die ich jetzt erstmal anlocken muss. Das ist ein von beiden. Wir haben natürlich jetzt nichts Effektives gegen den. Da kommen wir in die Feuerlanze, oder? Außer es weniger, ne, kann man nehmen das Windschwert. So, das auf der Seite und hier nochmal geguckt. Ja, viele Truppen. Ich meine, ich habe die Kante, kann natürlich immer schnell angreifen und mich zurückziehen. Versuch's mal. Könnte klappen. Bams. Noch ein Level Up. Muss man jetzt aufpassen mit Michael. Weil je stärker er wird, desto stärker werden die Gegner bei den Nebenquest-Kapiteln. Und das will ich rein noch nicht. So. Schwein gehabt. Nochmal Schwein gehabt. Weil das hat wehgetan, definitiv. Da sind das Elfendonner, aber trotzdem gefühlt viel Schaden gemacht. Ich meine, es sind 4, wir sind 4. Wir können das wieder platt machen. Wenig Verteidigung, okay. Relativ wenig Resistenz. Wir haben 54, das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, die Magier kriege ich schon. Die machen mir eher um die beiden anderen Typen Sorgen.
Situation eher ein bisschen unnötig sogar. Obwohl, überreiten mit Rittertod. Ohne Rittertod, also einfach ganz normal angreifen. Der ist halt schnell, wenn aber auch jemand ein bisschen fixer ist, wie zum Beispiel Junaka. Da kann ich machen, was ich will. Ich habe keinen, mit dem ich den Typen da oben one-shotten kann. Also ich habe mit dem Schnitter Glück. Und dann wäre er weg. Glück, ne? Natürlich auch versuchen könnte, wäre mit der Kommen mit Leaf. Das Problem ist, er kommt gar nicht nah genug ran für einen Vierfachtreffer. Also bei dem, man eigentlich eher bei dem da oben. Chloe ist nicht schnell genug, um ihn da oben zu doppeln. Das ist auch krass. Beim normalen Lanze könnte es klappen. Ja, doppel ich ihn. Wir können mal versuchen. Ne? Das könnte. Ja, wenn ich einmal doppeln, reicht's. Gut. Er ist weg. Die doppelte Chloe, sie lebe hoch. Okay. Ich jetzt um den hier unten kümmere. Wir haben zwar theoretisch ein ähnliches Problem wie da oben. Dass ich nicht genau weiß, womit ich den da unten angreifen soll. Mein Gefühl, nichts, was ich habe, irgendwie juckt. Hat ein Silberschwert, der haut schon rein. Ne? 3 und 4 darf man nicht unterschätzen. Wenn der Chloe angreift, ist er weg. Und vor allem, wenn er trifft, logischerweise. Ist halt die Frage, machen wir einen Kombi-Angriff, also wirklich mit 2 auf den Fetten hier unten losgehe. Und dann riskiere ich hier halt von den beiden auf die Mütze kriege. Jetzt haben wir Elfendorn, die werden nicht doppeln, keine Chance. 42 Magie, ja 22 Damage, jetzt im Fall von Chloe, hier kriege ich ein bisschen mehr. Hier sogar ein bisschen sehr viel mehr. Aber sie müssen es eigentlich alle überleben, wobei ich vermutlich noch einen von denen da oben klein kriege. Hä? Ja gut, riskieren wir es. Ich habe noch einen Vierfachtreffer, aber wir haben gerade gesehen, der bringt uns auch nicht so viel. Jedenfalls eigentlich von all den Waffen und Angriffen, die ich hätte, eigentlich der schwächste. Oh! Im Engage-Modus, ups. Wollte gar nicht. Tot! Einfach tot! Nein, jetzt haben wir einen falschen ausgewählt, oder was?
Oh mein Gott, hey. So, also zumindest schon mal Diamant raus. Ich glaube, jetzt bin ich hier relativ safe. Jetzt müssen wir mal da oben. Was haben wir hier? Wir haben nur noch 3 Gegner. Das müssen wir relativ easy peasy hinkriegen. Level 18 für Citrin und die Magie steigt und steigt. Dankeschön fürs Zurückgeben. So, komm, wir legen mal ein bisschen nach vorne. Michael gegen den, Problem ist, ich kann nichts machen hier. Okay, wir lassen das mal. Schwein gehabt. Veronika, du gehst mir auf die Nerven. Farbloser Stein. Bisschen farblos sieht es wirklich aus. Oh ne, ausgerechnet da oben jetzt. 5 Stück vor allem auch noch. Muss das sein? Mit Donnerfaust. Warte mal, erstmal gucken, wie weit wir überhaupt kommen. Bei dem bin ich relativ safe. Bei dem bin ich gar nicht safe. Von dem aktuell schon. Da kann ich nicht weit latschen, ne? Also das wird noch gehen. Und hier habe ich gröbere Probleme. Okay. Da ist der Feuerlanzentyp. Wenn ich zum Beispiel gesagt hätte, hey, ich gehe schnell hier hin, mach den platt und renn weg. Okay, das wird gehen. Und hier quasi angreifen. Ich würde sogar tatsächlich sagen, dass ich mich eher verpisse. Weil wir Truppen ja gar keinen Bock haben. Gut, sie kann ja fliegen, das ist kein Problem. Sind sie irgendwie aufgetaucht, weil zu nahe dran war, oder was? Na, warte mal. Der käme, da ist der Einzige, der da hinkommt, der Feuerlanze. Ja, kannst du doch gerne versuchen. Ich würde halt auch gerne natürlich kontern, ne? Ist natürlich auch klar. Also, da kannst du gerne riskieren. Also, hier kommt vermutlich auch bald Verstärkung. Weihwasser, wer kennt's nicht, wer braucht's vor allem nicht, hä? Okay, die greifen gar nicht an, krass. Silberklinge, der macht natürlich wahnsinnigen Damage. Der ist schnell, macht aber nicht so viel. Ja, je nachdem doppelt natürlich auch, das ist irgendwie auch doof. Der hat quasi nur Donnerfaust, also den können sie sogar zur Not noch ignorieren. Was jetzt ich ab mit Junaka schwer das Grüße, weil sonst kann man der geht anderen in die Quere. Wir haben noch einen Vierfachtreffer, aber nicht vergessen. 46er Bruch. Der wäre weg. Okay, dann hätten wir schon mal einen weniger. Also Junaka für den da oben. Dann Diamant Sigurd.
Der wäre halt eher etwas für Chloe, wenn überhaupt, ja? Ja, für Chloe oder dann natürlich noch in Kombination. Mein Auge des Sturms ist zwar cool, aber es ist halt kein, sag jetzt mal, Frontangriff. Das ist ein bisschen doof daran. Oder beziehungsweise kein Erstangriff, besser gesagt. Schnitt könnte auch ein bisschen was bewirken, das stimmt auch. Hier hätte ich ein bisschen Probleme, außer würde es irgendwie schaffen, ihn zu breaken. Natürlich bei so einem Typen eher schwierig. In der Kombi würde es ja gehen, ne? Dass ich den dann platt mache. Bei 2 kriege ich sicher platt. Hier wird es wieder ein bisschen schwieriger, wie wir es bereits kennen. Kriege zumindest den noch irgendwie hin. Ohne Unterstützung. Es ist tatsächlich jetzt so, dass ich mit Diamant gerade irgendwie ein bisschen Probleme habe. Ja, scheiße, ich kriege die nicht down, dann kann ich machen, was ich will. Man könnte hier vielleicht zumindest noch irgendwie abblocken. Scheiß drauf, komm, ich versuch's mal. Elfenlicht. Ich spüre das Elfenlicht. Ja, vor allem Heim halt damit auch, das ist natürlich cool. Ja, und vergessen darf, der hat eine Silberklinge, das heißt, er kann ihn ja zuerst angreifen. Ne? Also macht schon Sinn, wenn ich erstmal die hier ausschalte. Oder irgendwie versuche zumindest. Da Mats macht halt zumindest noch einen Bruch, das ist natürlich auch cool. Ja, versuche die da oben ein bisschen abzublocken quasi. Das könnte hier oben jetzt gleich sehr lustig werden, vor allem wenn irgendwie beide das Gefühl haben, sie müssen gegen ihn arbeiten oder so. Dann ist vielleicht gleich einer Fujigato. Ja, natürlich jetzt nicht so geil. Was haben wir hier? Schönes Silberdolch, Silberschwert und Dolch. Ist alles eigentlich scheißegal, wer los sind. Komm, auch mal hier hinstellen und sagen: Guten Tag. Was hätten Sie denn gerne? Darf es noch ein bisschen mehr sein? Sterben nach Rettung und Fraktur. Brauche ich momentan weder das eine noch das andere hier. Kann ich auch nichts machen. Haben noch irgendwie auf Pflege und Rettung. Dann können wir machen noch Pflege hier. Man weiß ja nie. So, jetzt wird es gleich spannend.
Auf der rechten Seite, links sehr unwichtig. Genau, das war klar, weil Silberklinge, dass das nichts bringt, dass er sich direkt selber killt. Da habe ich zum Beispiel nicht gerechnet, dass er doch so einen Schaden macht. Aua. Okay, aber Schwein gehabt. Nein! Ja, bitte links, nicht rechts. Er kann es jetzt gar nicht gebrauchen. Okay. Es ist jetzt nicht zu wild. Vor allem Schwert, Silberdolch, Silberaxt, Donnerfaust. Okay, aber ist jetzt nicht unbedingt ein magischer Schaden. Also ich meine, ich muss natürlich hier mit der Truppe abhauen. Hui. Quasi in die zweite Reihe mit euch. Aber dafür kann er schön hier alles abfangen. Ein bisschen mehr abzufangen, hier zum Beispiel. Wow. Okay, was hier betrifft, haben wir Schwein gehabt, kann man nicht anders sagen. Wem machen wir wie platt? Ich würde sagen, wir machen ziemlich rabiat platt. Alter Schwede. So, Elixier halten. Sehr gut. Geht er wieder zurück. Lanzenagilität. Oh, da lacht das Herz. Dann Yunaka. Den Vogel vom Himmel holen. So. Tatsächlich Klinge. Warte mal, da kommt bereits Magie kanonieren. Nee, ist ein anderer. Okay. Ist eigentlich gerade auch egal. Er soll doch fix mal heilen, aber trotzdem erstmal. Rittertod! Tut selten gut! Zumindest für den Gegner. Tschüss! Da auch mit Rittertod geht's schnell in den Tod. So. Ja, komm. Die Wolfsritter immer hui, hui, immer schön hin und her springen. Die Frage ist, mache ich jetzt hier mit den fliegenden Einheiten, weil die folgen mir halt trotzdem. Da muss ich schon zugeben, das war eine geile Idee. Mein Louis, der schnell ist. Hui. Ja, das sind nicht von schlechten Eltern. Jetzt natürlich hier das Problem, aber wenn ich hier irgendwie versuche anzugreifen, das bringt mir jetzt nicht so viel. Ich muss eigentlich wieder abhauen. So, was auf der Seite? Hier muss ja dringend geheilt werden.
Aber dringendst. Ah, dann geht doch hier schon mal auf so ein Feld, hä? Ist das ein Magiekanonier dort? Nur riskier's mal, komm. Warum sind die nur so doof? Hä? Warum müssen die unbedingt angreifen? Vor allem im Nahkampf, wenn es auch im Fernkampf geht. Keinen Sinn, Freunde. Sind wir ehrlich. Aber hey. So. Bleib trotzdem mal hier. Jetzt haben wir hier natürlich noch so einen Nemesis. Whatever. Ich meine, selbst wenn jetzt der runterkommt, was will er schon machen? Er hat zwar eine gewisse Geschwindigkeit. Man muss ihm lassen. Aber wir bleiben mal hier. Soll der Geiz. Damit dir mal ein bisschen näher ran, bitte. Und schön aufhielen. Wie ist denn das mit dem Magiekanonier? Kann er theoretisch unendlich angreifen? Angriff 3 ist jetzt wirklich nicht viel, also. Ja, mal hier hoch und dann kann sie mal. Fix mal darauf und gucken, was passiert. Ja, ich bin schon auf dem Weg, Leute. Ich bin auf dem Weg. Ganz ruhig da, ganz ruhig. Ja, wie gewohnt, die Kobschläge, die machen Schaden, der Rest nicht. So, komm jetzt rein, jetzt greifen wir da an. Ja, Protection auch noch, hä? Wie soll der bis hier hinten angreifen mit dem Silberdot? Das verstehe ich nicht ganz. Oh, jetzt verstehe ich's. Ja, komm, sollen wir mal versuchen. Sie sollen es ruhig mal versuchen. Ja, jetzt muss ich ja abwarten. Ne? Ist ein bisschen doof zwar, aber was willst du machen? Heilen. Ja, eigentlich gerade ein bisschen unnötig. Zu dem Zeitpunkt noch quasi, aber hey. So. Bin weniger gut geheilt hier. Sie geht noch ein bisschen, aber sie kann es auch schlecht selber heilen.
Ja, sie versuchen es fleißig, muss man lassen. Triffst aber einfach gar nicht, hä? Ich bin zufrieden. Ja, wäre ich aber den Werten. So. Jetzt mal schnell platt machen oder was? Also schnell. Schnell, schnell. Vierte Stufe, Brecher. Ja, müssen wir auch treffen. Das ist noch sowas, ey. So. Und hier das gewohnte Bild. Wir warten auf den Gegner, dass er mal trifft. Also Magie-Dinger müssen so wenig Schaden haben. Oh, das war Schwein. Das passiert natürlich eine Fähigkeit, die Junak auch haben können, wenn sie wieder zurück zum Dieb pushen. Aber, ja. Ich will nur die Gefahr, dass sie drauf geht, höher, sagen wir ja noch. So, da mal schnell hier alles aktivieren, was geht. Voll geheilt. Die Pflege zerbrach. Auch hart, ne? Die Pflege zerbrach. Wird aber so eine Pflegefachkraft einfach irgendwie draufgehen. So, Veronika, willst du nochmal oder was? So, ich mach's nur mit Louis, weil ich nicht genau weiß, was er sonst noch so erwartet. Engage-Feld holen wir trotzdem noch mit. Nächsten Zug dann. Das ist jetzt ein bisschen doof, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Ich würde, wir haben viel mehr geschafft als nur das. Okay, gut, der kann auch selber nichts. Dann kann ich mich erstmal um den Typen kümmern. Oh stimmt, das ist gar kein... Ups, Entschuldigung, Moment, falsch, das ist gar kein Kanter. Mein Fehler. Oh ja, noch eine Waffe. So eine, genau. $2000 Geld, hui. Viele Erfahrungspunkte, okay. Nennt du auch gerne. Ja, ich hoffe es nicht, nur nicht, dass Veronika direkt auf uns zukommt. Gute Werte, da natürlich kommt sie. Da ist nicht dein Ernst, Alter. Und unten diesmal. Oh. Okay, natürlich ist erstmal klar, ich muss weg hier.
Oder macht direkt erstmal sie platt, eventuell auch eine Option. Weil, sagen wir ehrlich, die Typen hier unten haben keinen Bock. Die haben sowieso eh nur keine Items. Okay. Ja, komm, machen wir Veronica platt. Wir wagen's, Freunde, wir wagen's. Das heißt, trotzdem muss ich erst einmal den Axttypen noch anlocken. Das machen wir natürlich mit ihm und einem netten kleinen Schnitter. Der hat eine Kriegeraxt und einen Tomahawk. Ui. 20 ist aber nicht sehr schnell. Er kann natürlich trotzdem angreifen, ist klar. Aber 39 physischem Schaden, ja, da wird der Alfred ein bisschen kitzeln. Mehr wird nicht drin liegen. Ja, wenn der Junaka angreift, ist er selber schuld. Ich meine, klar, Defense ist jetzt nicht so eine mega, aber dafür eine Ausweichrate, die ist nicht von dieser Welt. Gut, dann haben wir die hier, natürlich alle Truppen hier versammeln, ne, ist klar. Weil ich dann gleich auf die alte losgehe. Zeit, 47 Minuten haben wir aktuell, ja, könnte klappen. Komm weg mit dir. Was hat sie? Sie hat einen Stab. Sie hat verflucht viel Resistenz. Leck mich am Arsch, ey. Geil mit Sieglinde. Ja, mal ganz ehrlich, Chloe hat gerade von einem Gegner einen Erweckungsstein zurück so weggenommen. Warte mal, da war gerade ein bisschen doof von mir. Entschuldigung. Und so aus vollem Grund, ich will ja jetzt, wo es wichtig ist, wieder Animation haben. So. Also, Engage. Nicer Dicer, kann man so lassen. Und Engage. Zeit für den Vierfachtreffer. Das ist halt so ein bisschen etwas, was mich an Charakteren wie Moment, haben wir es gerade, wie Ike und Hector stören. Dass er dort echt auch ein bisschen schwierig ist. Ich meine, du kannst kontern, da ist klar, da ist cool. Wenn du Charaktere brauchst, die halt wirklich gerade zulangen, dann ist es damit halt nicht möglich. Du kannst kontern, aber du kannst nicht direkt angreifen. Das ist dann immer so eine Sache, was dir halt wichtiger ist. So, Veronica. Und wir fragen, ob ich jetzt mit Citrin Byleth eher auf die andere Kombi gehe. Die Alte hat so viel. Ja, ich wollte gerade sagen, so viel Resistenz. Ich glaube, da kann ich mit der Kombi eh abkacken. Habe ich irgendwas, wo ich mit... Gut, man Schaden machen natürlich schon. Die Frage ist, was ist effektiv gegen die? Excalibur. War nicht Excalibur die mächtigste Windmagie? Zumindest in früheren Teilen. So, hat also nur noch einen Ding. Das heißt, theoretisch können wir hier nochmal ein paar Erfahrungspunkte holen. Ich glaube, die Frage, wo es sich lohnt, ja?
Ich hab den noch, da werden wir vergessen. Nehmen Citrin und Beile, wobei ganz ehrlich, statt dass ich jetzt irgendwie die andere Kombi raushaue. Mit Tanzer könnte man mal gerne gucken, was passiert, wenn ich jetzt mal frontal angreife. Ich meine, Foron, Volganoni ist klar. Excalibur, nicht Excalibur. Vachira-Muschel. Ganz schön breaken. Schwert des Schöpfers. Wieso was macht das Ding? Vachira-Muschel heißt es eigentlich, hä? Break! Und voll in die Fresse. Jemand Sigurd oder Michael Louis Tiki. Weißt du was, ich mach's hier mitkommen. Ich weiß, er hat unten noch ein paar Gegner. Weil das höchst für Louis noch was gebracht. Kanter Plus. Louis und Tiki, die Helden. Wir haben es geschafft, Freunde. In 2 Folgen, trotz ein bisschen Probleme in der einen Folge, weil plötzlich wo der Inhalt vom DLC nicht mehr da war, haben wir Veronica klein bekommen. どうしていつも負けちゃうの。私たちの勝ちです。紋章師ベロニカ。どうか力を貸してください。この世界に平和をもたらし。知らない。それは私には関係のないことだわ。あなたはエンブラ帝国の王女なのですよね。ならば民を守るために戦うことの意味をご存知のはず。あなたが王ならば共に民を守るため力を貸してくださると信じています。どこかで聞いたような言葉ね。民を守るのが王。ええ、その通りよ。私はエンブラのために戦っていた。でも頑張っても満たされないの。あなたにはたくさんの仲間がいる。紋章師を権限する力だってある。もういいじゃない。あなたはすでに何もかも持っているわ。私は足りないものだらけですよ。だからこそベロニカの力が必要なんです。私のことがそんなに欲しいの？何もなくなんてありません。紋章師ベロニカ。私は強く誇り高いあなたに。仲間なんてつまんないけど。いいわ。ひとまず力を貸してあげる。ありがとうございます。紋章師ベロニカ。早速仲間たちのところに行きましょう。みんな歓迎してくれますよ。仲間、歓迎。賑やかなのは嫌いじゃないけれど。でも今日は嬉しい気分だから。Das ist ganz schön Depri drauf, ich weiß mit der überhaupt, ja, vor allem wenn mit Heroes halt passiert. Fühlt man eine Vielzahl von besonderen Fähigkeiten, darunter das Beschwören Verbündete aus anderen Welten. Die Synchro-Fähigkeit der Revanche wird den Angriff der Einheit um X, also X gleich 30% der Differenz zwischen aktuellen KP, maximal KP der Einheit. Ja. Diese Waffe verhindert Gegenangriffe, wenn die Einheit den Kampf initiiert. Bündnisfähigkeit Kontrakt ermöglicht Verbündeten, die bereits in Aktionen waren, Angriff oder Item-Einsatz. Bündnisangriff hält Beschwören rufen der Verbündeten aus einer anderen Welt herbei, der dich in der Schlacht unterstützt. Sag mal, was ist los mit der? Generell die DLC-Embleme, sprich eben die Embleme aus den Armreifen, sind alle overpowered, hey. Einige mehr als andere, ich denke gerade so an einen Freehouse-Ring, Alter. Hatten wir schon lange nicht mehr dabei, ja? Edelgard und Co. KOKG. Und kurz mit der quatschen. Auch wenn es eigentlich unnötig ist, ich weiß. Ups. So, haben wir noch irgendwas zum Mitnehmen? Ich sehe es auf der Karte hier so ungut. Gut. Nehmen wir hier noch alles mit. Dann, Freunde, gehen wir zurück nach
Somniel und ich werde dann halt aufs wieder mal ein bisschen vorbereiten, im Sinne von, ich werde mir mal Veronicas Dinger durchlesen, ihre Fähigkeiten. Mir Gedanken machen, wie wir sie mal geben fürs Erste. Obwohl, ich glaube, so lange wird das gar nicht sein, weil ich ja eigentlich dann nächsten Folge nach der ganzen Vorbereitung und so mit der Hauptstory weitermachen will. Mit der Hauptstory will ich ja vor allem... Gut, kommt drauf an, wie viele Charaktere wir mitnehmen können. Wenn sie irgendwie mehr als 12 mitnehmen können und die ersten 11 im Leben natürlich schon die anderen sind, dann würde ich sagen, können wir Veronica trotzdem mitnehmen. Aber mein Fokus hier, vor allem bei der Geschichte, bei der Story halt, liegt eigentlich schon auf den Story-Emblemen. Alleine schon deswegen, damit es nicht zu einfach wird. Und eben auch, weil ich finde, es gehört ein bisschen auch zur Story und so. Da kann das eigentlich durchaus so machen. Ansonsten, ja. Also ich kann mich an das Kapitel noch erinnern, bei Kai, als ich mal geguckt habe. Damals fand ich es irgendwie echt auch schwierig. Jetzt muss ich aber sagen, bis auf eine einzige Stelle, die ein bisschen kritisch war, also relativ easy. Aber sie natürlich auch schon haben gute Werte. Ich habe immer darauf geachtet, dass Michael selber, oder Alea, wie er im Original ja eigentlich heißt, dass er vom Level her eher zurückbleibt. Die anderen eigentlich quasi ein bisschen davon leveln. Weil eben das Level hier von den ganzen Charakteren, die skalieren ja mit unserem Hauptcharakter mit. Also wenn ich zum Beispiel Level 20 wäre und die anderen wären noch irgendwie Level 10 oder so, hätte sie keine Chance, weil die Gegner so verdammt stark und so. Aber so geht's. So geht das, Freunde. Gut, Veronica ist im Team. Ab nach Somniel. Und damit haben wir alle DLC-Embleme, wir haben alle göttlichen Kapitel gemeistert. Uns fehlen noch 3 Sidequest-Kapitel, die mit Roy, Micaiah und Celica. Die aber machen wir dann ein anderes Mal. Also sowieso nicht mehr in der Folge, da ist klar, aber auch in der nächsten Folge. Ich werde erst wieder ein bisschen Hauptstory machen, vielleicht 1, 2 Kapitel. Besondere Belohnung erhalten, genau. Das war das, was ich vorhin noch erwähnt hatte. Weil das waren die Dinger, die ich irgendwie eben da kurz im E-Shop war, irgendwie mitnehmen konnte. Weil es offenbar gratis war. Also 3 Platinringe. Und dann noch 3 coole Waffen. Ein Schwert, eine Axt und ein Lanz, wie es aussieht. Ja? Das schauen wir uns in der nächsten Folge genau an. Zurück hier bei Fire Emblem Engage mit einigem zu tun, will man sagen. Ne? Vielem zu tun. Sogar sehr vielem. Haben noch irgendwie Brunnen natürlich. Ja, also, gibt viel zu tun hier. Hehe. Bis dahin, ciao zusammen. Übrigens, ihr vergessen, Zombie haben noch ein bisschen umgestylt. Das ist meine Frisur. Die arme Katze. Oder was auch immer das für ein Vieh sein soll. Der Arme.